Emotionen steigern, die Auflage steigern, das ist mein Auftrag. Bewaffnet mit Blitz und Objektiv, suche ins Motiv, brandheiß und exklusiv. Klick, das Licht blitzt, das Opfer erschrickt, es verstrickt sich mit in einem Beziehungsdelikt. Ich renne in die Redaktion, ich hab Geschichte für morgen. Titelgeschichte. Jetzt die Tröte, weißt du, von dem. Ja, so. der Soundeffekt, wo Ja, jeder DJ so auf dieser genau. Taste drauf hat. Voll. Ja. Ja. Voll. Und das seht ihr jetzt nicht, eigentlich hagelt es da hagelt. Es regnet Konfetti und Rauch und alles. Ja, wir haben etwas zu feiern. Nein, eigentlich haben wir gar nichts zu Nein, wir feiern. haben, glaube ich, nichts zu feiern. Doch, Viertig. Ja, Es ist Viertig. stimmt, ja. Wir nehmen da live vom Viertig aus. Aus. Oh mein Gott, mein Maul ist noch nicht ganz parat. Nils, wie geht's dir? Hey, gut, danke. Es ist mir Geht's. gerade eine Gerber-Fondue-Werbung in den Sinn gekommen, wo du das gesagt hast. Weil das ist ja so irgendwie Nachbarn und die sind frisch angezogen. Oder nein, es sind glaube ich einfach Nachbarn. Und danach, ich habe gesehen, ihr habt neue Vorhänge. Nein, es sind immer noch die gleichen. Aber Beatrice war beim Coiffeur und dann der Werbeslogan ist, es gibt immer einen Grund zum Feiern. Und dann tut man mit einem Gerber-Fondue das feiern. Ja, logisch. Also marketingtechnisch Kannst sau alles schlau. mit dem Gerber-Fondue feiern. Kannst natürlich auch mit einem anderen Fondue feiern, aber... Ja. Nein, aber heute, wir haben ja am Donnerstag nehmen wir amigs die Podcast-Folge auf und heute haben wir Ufert, also nationale Viertig. Voll. Was passiert eigentlich bei Ufert? Wer fährt rauf? Das ist eine gute Ich habe Frage wirklich keine für Ahnung, uns Leute. sehr religiöse Menschen. Ja, es müsste ja... Also, der Jesus ist es nicht, weil der kommt ja wieder zurück und das heisst, die 3 Tage müsste etwas sein. Das ist ja Pfingsten. Pfingsten wo geht zum ringsten. Also Pfingsten ist er doch wieder auferstanden. Oder nein, das ist Ostern. Nein, das, Oh mein das Gott, ist Karfreitag. Ja, Also stimmt, Karfreitag ist er dort in das Loch ja, rein genau, und ist er- danach ist er- Ostermäntig, ja, glaube ich, wieder Ostern ist er rausgekommen. wieder rausgekommen. So, Die hello there. Auferstehung. Ja. Aber was wer an fährt denn heute Auffahrt rauf? passiert Das ist, ist nicht Maria Himmelfahrt, das gibt es ja auch noch. Mhm. Aber Das ist nicht das fahrt dann Gleiche. niemand zum Himmel, das check ich auch nicht. Und es ist auch, glaube ich, niemand geschwängert worden. Nein, Da vom gibt es ja nur eins. wie hat der Engel geheißen? Gabriel. Gabriel. Krass, wieso weiss ich das? Also alle Gabriels, die jetzt da zuhören. Oder Gabis. Oder Gabis. Gabis. Gabrielas. Gabi ist irgendwie ein lustiger Name. Gabi. Ja. Hure gäbig. Also aus meiner Klasse, aus der Primar, 2 Mamis von meinen Kollegen haben eben Gabriela geheissen. Und das eine Mami, die eine Gabriela, die habe ich vor 3-4 Jahren in irgendeinem Spunten mal wieder gesehen. Hey, und nachher eben so, kennst du mich noch, Nils? Und nachher, aber ja, Gabriela, ich kenne dich noch. Aber das kenne ich auch, wenn du so Mamis oder älteren Teil der Leute, die du in der Schule warst, triffst und dann so, das kennst du mich noch. Und du so, ja, kennst du mich noch? Und das Kompliment an das Gabi, ich weiss nicht, ob das Gabi überhaupt zuhört oder so, oder Wahrscheinlich. jemals, aber Die Wahrscheinlichkeit ist klein. wahrscheinlich ja. Aber für den Fall, dass das mal eintreten sollte, das Gabi, das sieht immer noch genau gleich aus und ich glaube, von dem haben wir das letzte Mal gehabt. schon. Ja. Das ist eben auch so eine Person, die gefühlt irgendwie nicht 15 Jahre älter geworden ist wie wir, sondern sie ist einfach stehen geblieben. Das Gabi. Das Ich Gabi. finde Gabi für positive Verbindung. Also habe ich positive Gefühle, wenn ich den Namen Gabi höre. Ich weiss nicht wieso. Erzähl. Ich habe mal mit einer Gabi zusammengearbeitet. Und die war immer mega lieb und fröhlich und so. Und haben alle gesagt, ja, die Gabi. Aber er hat, glaube ich, auch Gabriela geheißen. Ja. Das bin mir gerade nicht sicher. Aber haben alle Gabi gesagt. Irgendwie gute Verbindungen mit dem Namen. Also die 2 Gabis eben aus der Primar, die sind eigentlich recht strenge Mamis gsi, verglichen mit meiner Mami. Und bei der einen, du saust mit deinem Bier, Alter. Upsala, hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen.
gekonnt wegignorieren. Ja, ich habe es ein bisschen ausgelernt. Es ist wirklich nur so ein guter Wix. ja. Ja, nun. Bei der einen Familie bin ich amigs immer Lego spielen. Weil der hat noch 2 ältere Brüder gehabt und die haben irgendwie gefühlt alle Lego-Sets gehabt. Und das hat der kleine Nils sehr können abholen. Und das andere Gabi von der anderen Familie, die haben daheim eine riesige Werkstatt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, sonst weiss man vielleicht welches Gabi. Ja, weiss man vielleicht jetzt schon. Weiss man vielleicht jetzt schon. Aber die haben daheim alle Möglichkeiten gehabt. Und bei denen sind wir amigs Baumhäuser bauen und so richtig so Werkstatt. Geil, so Zeug habe ich geliebt. Ich hatte auch einen Kollegen, der einen Bauernhof hatte. Und wir haben dort auch alles Mögliche haben wir gemacht. Irgendwie von Pfeilbogenschiessen bis auch Scheissdreck. Du hast alles Mögliche können machen auf so einem Hof. Also ich weiss nicht, sie haben wahrscheinlich keinen Hof gehabt, so wie du jetzt erzählt hast. Aber es war weniger ein Hof, sondern wirklich eine Werkstatt gewesen. Und das Coole, wir sind am einem Mittwochnachmittag bin ich zu denen spielen. Und dann haben wir irgendwie eine Scheissidee von «Wow, die Entdeckerzone» auf Super RTL. Sind wir zu denen heimgegangen und danach haben wir das einfach gebaut. ja, voll geil. Und die eine Erfindung mit dem Sohn, als ich in die Klasse gegangen bin, ist eine Meersäule-Wäscheanlage. Du bist ein kleiner Erfinder. Ich bin Daniel Düsentrieb, bin ich früher gewesen. Kennst du das Meme, ein kleiner Erfinder? Das ist so lustig, so ein kleiner Schweizer Bub steht so dort und so ein Thurgauer oder Aargauer Dialekt und dann fragen sie ihn im Interview irgendwie so, was er da macht und so und dann erzählt er gross, dass er eben schon ein kleiner Erfinder ist. Ja, finde ich herzig. Und was willst du mal später machen? Ja, also... Ja, genau so. Ja, etwa so Total vielleicht. Herzig. Ja, aber das ist schon immer lustig. Wir hatten auch einen Kollegen, der hat noch eine Werkstatt gehabt, jetzt nicht auf dem Hof. Dort haben wir eher Scheissdreck gemacht. Aber so in der Werkstatt irgendwie mit Holz und Pfeilen und dann, weißt du noch, die huren Sägeli, die eigentlich mehr kaputt gegangen sind wie etwas anderes. Die Laubsägeli. Ja, Laubsägeli heisst es, ja. genau. Das war immer das Ding. Da hat man auch immer so eine neue... das Ding rein tun und aber dann hast du 2 irgendwie gefühlt... Minuten später war es schon wieder kaputt gewesen. Und ich habe immer gemeint, es liegt an mir, aber... Ja, lustige Erinnerungen. Im Werken. Im Werken, ja. Das war eigentlich geil, das habe ich immer hure gerne gemacht. So Werkunterricht. Ich bin zwar... Also das ist jetzt eigentlich ein trauriges Geständnis, aber ich bin amigs in der Hanski bin ich besser gewesen als im Werken. Was? Krass. Nein, bei mir gar nicht. Ich bin das komplette Klischee. Wir haben mal so ein Topfmäntel gemacht für so ein kleines Töpfchen, wo das Blümchen drin ist. Haben wir häkeln. Ja, meine Mami hat es gehökelt. Ich habe es nicht. Nein, das habe ich nicht angebracht. Ich habe das Lied immer noch auswendig, mit dem Reinstechen, umschlagen, durchziehen und runterlassen. Ist das nicht die Werbung von SBB? Nein, Titelgeschichte. Das Lied, Titelgeschichte. Kann ich nicht. Reinstechen, umschlagen, durchziehen und runterlassen. Das Einzige, was ich brauche für das, ist Mikrofon und Kamera. Oh mein Gott, das ist so ein geiles Lied, Titelgeschichte. Also in dem Fall haben wir es jetzt vielleicht schon gehört, weil wir es am Anfang genommen haben. Das ist so ein cooles Lied, das ist ein altes Schweizer Lied. Das erinnert mich immer an die Handarbeit. Wenn wir das damals gelernt haben, zum Lernen, eben, wie du es machen musst. Reinstechen, ja. Ich kann es trotzdem nicht können. Ich kann mich nur daran erinnern, in der Hanski haben wir mal Abschlussarbeit irgendwie machen. Und das Thema war selber etwas zum Anlegen. Hättest du Socken oder Hosen oder T-Shirt oder... hätte ich gemacht. Und ich habe mich aus Metall. Ich habe mich dort für eine Trainerhose entschieden. Halt für die Heime so ein bisschen zum Umhängen. Und nachher alles perfekt, tipptopp. Und das war so die Zeit, so 13, 14, wo man probiert hat, irgendwie cool zu sein, aber man war noch zu jung, um cool überhaupt zu sein. Cool können sein, ja. Genau, aber man hat es irgendwie trotzdem probiert. Und es ist jetzt im Nachhinein ist es halt wirklich total lächerlich. Ich hatte dort immer Baggies angehabt. Baggies, ich weiss noch, das sind so auch spezielle Trainerhosen, auf ganz farbig, einfarbig und dann so dicker Stoff. Und das waren Zeiten. Dort habe ich auch so einen Kappe gekauft, weißt du? So, oh mein Gott, ja, das ist schlimm. Meine Trainerhose, ich habe einen 5,5 für die Trainerhose bekommen.
Aber die waren noch zu wenig cool gewesen. Also es sind wirklich der weisseste Stoff auf dieser Welt, habe ich genommen. Weisse Trainer, also etwas Behindertes. Ja, kannst du wirklich nicht machen. Weil du studiert hast nicht. Und nachher auf dem linken Bein oben dran wollte ich ein Logo drauf tun, damit es quasi halt ja krass Branded ist. by Niels. Nein, sondern ich habe das Louis Vuitton-Logo. Was hast du das Louis Vuitton-Logo draufgeklatscht? Ja, Oh mein Gott. Also ich muss Sogar mir noch wirklich... Fälschung, Markenfälschung. Ja. Und die Lehrer haben dir ein 5,5 gegeben. Der Bruder, der kann mal auf Thailand produzieren. Nein, Alter, wie krass. Ja, das ist wirklich beschämend Ein jetzt. Louis Vuitton. Finde ich geil. Das ist Ja. gut. Aber aus so Sachen lernt man, habe ich das Ja. Gefühl. Aber eigentlich ist es noch cool, so Sachen zu machen. Weil wenn ich so überlege, wir haben eigentlich recht cooles Zeug gemacht. Wir haben einen Sitzsack selber gemacht. Als grosse Arbeit zum Beispiel. Oder dann als Abschlussarbeit, glaube ich, so ein Küssi, das wir selber gemacht haben. Das war aber ein Küssi mit Decke dran. Das ist wie so, dass du, wenn du die Decke zusammengelegt hast, hast du sie reinstopfen und dann war es ein Küssi gewesen. Aha. Und dann hast du sie so rausziehen und dann ist einfach der Ecke, wo das Küssi in dem Sinne eigentlich wäre, ist dann halt dort einfach mit in der Mitte oben gewesen. Der Rest so eine Wolldecke oder etwas. Vor Weihnachten gibt es immer im Fernsehen die Werbungen mit diesen Kuschel-Badmäntel oder irgendwie so, wo du wie ein Bär anlegst. Also so ein Ganzkörper und du kannst mit den Füßen so in die Füße vom Bär rein und mit den Ja, Händen so auch. Onesies. Ja, aber vorne ist offen und der Kopf vom Bär schaut über deinen Kopf drüber. Es ist irgendwie so ein Kuschelmantel. Das kannst du vorne nicht zumachen? Ah, okay. Ich glaube nicht. Dann meine ich was anderes. Weil ich habe auch schon so Zeug angehabt. Ja, voll. Mit einem Einhorn. Ja, genau. Ja, wirklich Einhorn ist es. Wirklich gewesen. Einhorn? Ja, voll. Voll Ja, von meiner schwarz Ex-Freundin. getroffen. Ja, voll. Ja. Krass. Bin mir gerade aber auch nicht mehr sicher. Vage Erinnerung an das. Aber ja, ich glaube, es war ein Einhorn. Aber eben so einen, den du vorne zumachen. Ja. Aber es ist noch bequem. Ja, aber mir zu warm. So für zum drin hängen. Ich bin eher so der Unterhosen-Man. Ja. Definitiv. Geht mir ein bisschen so. Also Ja. wenn niemand rundherum ist, Wochenende am Abend, dann so gemütlich wie möglich. Ja, fix. Bei mir auch. Ja, muss fast so. Also, Schon so, ja. Aber apropos Gemütlichkeit, das ist ja letztes Wochenende ist noch das Ereignis des Jahres hat ja stattgefunden, Eurovision Song Contest. ach Gott. Und, aber das ist bei uns ja Tradition beim Kollegen und bei mir. Ja. Und es ist immer so, vorher gehen wir einen Goldzöner holen, in einem speziellen Restaurant. Ein Goldzöner ist so ein Golzone mit Dönerfleisch und Zwiebeln und Cocktailsauce. Aha. Eine Erfindung von Gott. Also so etwas Krasses. Müsst ihr mal euren Pizzaiolo des Vertrauens fragen, ob er auch so einen Goldzöner machen kann. Und wenn der nur annähernd so geil ist wie der bei uns, ja, dann einfach geil. Sehr geil. Und danach, eben, das ist der erste Part von dieser Tradition. Und danach vor den Fernseher anhängen und dann Eurovision schauen. Und das Coole an dieser ganzen Geschichte, und darum haben wir das auch als Traditionen so ein bisschen eingeführt, du hast einfach alle 3 bis 4 Minuten eine absolute Reizüberflutung. Ja. Also ein komplett anderes Land, ein komplett andere Musik und die haben sich das überlegt, die blamieren sich komplett. Und das ja, ist irgendwie einfach geil. Ja, also fühle ich schon auch noch. Mir wäre es jetzt, ich würde nie den ganz schauen. Vielleicht eben so mit Homies, ja, da ist schon chillig, kannst noch schnurren und so. Kannst dich darüber lustig machen oder darüber reden, einfach so. Aber ich habe mir auch so ein paar Wiederholungen angeschaut, einfach von der einen Auftritt. Ja, ist halt schon, zum Teil machen es coole Sachen und zum Teil ist es einfach peinlich. Also, darf man auch einfach sagen, jetzt, ich finde es ein bisschen schade, Deutschland wird ja mega granted. Und also muss auch sagen, für so ein Event völlig die falsche Band. Völlig nichts. Ich habe es dann aber selber noch mal geschaut, weil es eben so granted wurde, ist der Auftritt. Sie heisst irgendwie, wie heisst es? Love or Blood and Love oder keine Ahnung, hat das Lied irgendwie geheißen.
Bloodlove oder so etwas. Auf jeden Fall sind die... Ich habe momentan Cyberpunk gespielt und die sehen genau aus wie die Leute aus Cyberpunk, nur dass sie keinen Roboterarm haben. Und es ist halt einfach irgendwie komisch, wenn du als Land angehst, und da verstehe ich die Kritik, jedes Land hat es angebracht, bei diesen Aufnahmen, wo man die Fahne aufhebt, einfach seine eigene Fahne dort reinzuheben. Aber die Deutschen müssen die Einzigen sein, die das Gefühl haben, dass sie eine politische Botschaft senden in dem Moment und so eine Regenbogenfahne aufheben. Ich meine, ja, ist ja gut. Aber lass es doch einfach sein, Mann. Lass es einfach sein. Wenn du so auftrittst, dann tritt nicht auf. Weil ich finde, und das ist eben der Punkt, ich finde die Band gar nicht so schlecht. Ich finde vor allem, der Typ, seine Stimme, ich höre gerne so Musik. So metalmäßige Ding, das aber noch ein bisschen harmonischer ist, finde ich gar nicht schlecht. Socke geil. Eigentlich voll, also auch das Lied habe ich, obwohl das so granted wurde, ist gar nicht so schlecht gefunden. Da muss ich auch Props aussprechen. Aber einfach, wie kommt man auf die Idee, das für einen Eurovision Song Contest zu nehmen? Das verstehe ich nicht. Und es hat ja noch ein paar andere Länder gegeben, die auch so etwas gemacht haben. Die einen haben irgendwie so 60-jährige Opas, die wie Drag Queens angelegt sind, reingeschickt. Tschechien oder Irgendwie Slowakei. so, oder ja, kann sein. Slowenien. Ja, es hat auf jeden Fall ein paar gegeben, wo du denkst, wie kommt so etwas zustande? Die sind aber am Schluss in diesen Inseln, wo jedes Land dann nachher am Schluss Platz nimmt, die sind auch in der Unterhose dort am Chillen gewesen. Geile Sache, also das finde ich geil. Geile Sache, die wissen, wie es läuft. Aber in der Introduction mit dem Sven Epine hat irgendwie ist erzählt worden, die sind einmal vom Auftritt von der Bühne haben sie müssen das Konzert irgendwie abbrechen, weil sie nackt und mit einem Arschplug auftreten sind. Ja, du. Ich finde ja, so Musik hat auch seine Berechtigung. Also genauso seine Daseinsberechtigung wie andere Musik. Nur, dass nachher einfach nur ein Shitstorm hagelt nach so einem Contest, da musst du einfach damit rechnen. Also, ja. Das hätte ich jetzt auch vorher können sagen, dass das nicht funktioniert. Also, da muss doch jemand normales, in Anführungs- und Schlusszeichen, normales gewinnen. Ja. Es ist ja keine neue Erfindung. Weißt, wenn das jetzt eine neue Musikart wäre, ganz neu und zack, dann wäre es ja wieder irgendwie etwas anderes. Aber ist es ja nicht. Es ist einfach... Ja. Interessant. Also ich wollte jetzt da keine Verschwörungstheorien aufgreifen, aber es war aber lustig, weil nach dem Contest, den Tag nachher hat es schon Meldungen gegeben, dass es ein abgekartetes Spiel war. Also die Loreen von Schweden, die hat ja schon das zweite Mal gewonnen. Okay. Die hat mit Euphoria, Okay. Das ist auch von der. Ja. Weißt du welches? Nein, aber ich werde es dann schon noch kennen, wenn du es mir zeigst. Und das ist die einzige Sängerin, die zum zweiten Mal angetreten ist und zum zweiten Mal gerade abgeräumt hat. Und da hat es eben eine Aufnahme gegeben, so ein Zwischeninterview, bevor das dann irgendwie Punkte verteilt worden sind. Und zu dem Zeitpunkt hat sie schon wieder das Mikrofon angehabt, wo am Schluss muss ja der Gewinner noch mal seinen Song performen. Und in diesem Interview hat sie schon das Mikrofon angehabt. Okay. Und da hat es so ein paar Theorien gegeben, weil nächstes Jahr hat, glaube ich, ABBA ihr 50-jähriges Jubiläum irgendwie. Oder es ist 50 Jahre seither, dass ABBA ist ja mit Waterloo auch bekannt wurde über den Eurovision. Ich bin gar nicht im Eurovision-Game. Ja. Ich habe es jetzt auch einfach von diesen Neuigkeiten so gelesen. Und das sind jetzt für gewisse Leute einfach zu viel Zufälle, als dass das wirklich ein Zufall kann sein kann. Aha. Spannend. Darum hat jetzt Schweden gewonnen, damit nächstes Jahr mit dem 50-Jahr-Jubiläum aber irgendwie kann aufgelebt werden. Okay. Keine Ahnung. Puh, spannend. Ja. Ja, interessant. Ist natürlich immer, wenn so etwas das erste Mal passiert, dass jemand so viel gewinnt, dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, das stimmt nicht. Das ist immer ein bisschen schwer. Vor allem, wenn es dann noch die Leute sind, die Geld verdienen, dass sie irgendwelche Sachen schreiben. Aber wäre es völlig beknackt, wenn es einen Eurovision Song Contest dingselt. Faket. Aber das kennst du halt. Es ist Korruption überall. Also es kann überall Korruption geben.
Es sind überall Menschen, die mitentscheiden oder entscheiden am Ende des Tages. Und Ja, und warum das Ukraine jetzt im letzten Jahr gewonnen hat, das ist mehr wahrscheinlich ein politisches politisches Signal, ja. Signal gewesen, ja. Ja, und ich weiss gar nicht, ist es nicht so, dass wir dort anrufen? Es gibt ja ist doch Juries. Voting. Von jedem Land gibt es so eine Jury und die tun Punkte verteilen. Und jedes Land, jeder Mensch kann dort für einen Franken 20 oder so anrufen und seine Stimme abgeben. Ja. Und man darf einfach nicht für das eigene Land anrufen. Das ist noch so. Okay. Also die Schweizer dürfen nicht für Spannend. den Schweizer abstimmen. Also Leute einfach kein Mensch, ja. Oder ja, einfach nicht viel. Ja, okay, gut, ein spannendes System. Ganz komisch. Ganz komisch. Ja, das sind doch auch so. Du, am Ende des Tages interessiert es keiner, wer das gewonnen hat. Das ist. Ja. Hat irgendwie nicht so einen höheren Stellenwert, wie es könnte haben, wenn man das irgendwie anders machen würde. Aber es ist ja nur schon so. Es hat für mich so ein bisschen etwas wie so irgendwie die Designer Nights in Paris. Weißt du, so, der Vergleich, den habe ich irgendwo gehört. So wie der Eurovision Song Contest. Das sind alles Lieder, die sind nicht gemacht für im Radio. Zum Beispiel. Das ist wie Kleider an Modeschauen. Sie sind nicht gemacht, um auf der Straße anzulegen. Trotzdem sind es die besten Kleider. Und der Ansatz sollte der sein bei dem Eurovision Song Contest. Und ich unterstelle jetzt mal, dass sogar die Deutschen zum Beispiel vielleicht sogar so etwas versuchen, mit so etwas Neuem, es halt einfach nicht funktioniert oder halt einfach in die falsche oder ja nicht gegriffen hat. Es hätte auch können sein, dass es einen mega Hype gibt um das, weil hey, die haben sich etwas getraut. Ja, aber ist die EU noch nicht bereit für? Haben wir zwar bei Lordi, das ist glaube ich 2006, 2007, 2008 irgendwo dort gewesen. Das sind die Monster mit Hard Rock. Ja, Lordi. Ja, genau, Lordi. Da habe ich auch schon etwas gehört. Ja. Und die habe ich so geil gefunden. Das war im richtigen Moment wahrscheinlich. Das ist halt auch immer schwer zum Abschätzen, oder? Also es kann schon einfach gar mehr nicht... Glück als Verstand. Glück als Verstand, ja, absolut. Das ist noch ein spannendes Ding. Wie kommt das zustande, eben, dass so ein Song dann funktioniert oder nicht funktioniert? Weil es hat ja auch der Raab hat ja auch mal gewonnen mit «Was magst du denn da?» Also eigentlich auch völlig ein dämliches Lied, aber hat funktioniert, hat in die Zeit hineingepasst. Und wie hat die mit Satellite... Lena Meyer-Landrut. Ja, genau. Ist auch vom Raab. Also der Raab hat das Lied mit ihr gemacht. Ja. Like a Satellite. Aber ist eigentlich... Das ist ein cooles Lied, das habe ich auch noch gehört. Mann, wie geht's? Ich habe es nicht im Kopf. Satellite... Hä? Was ist der Satz? Like a Satellite. Jetzt habe ich es! Ja, Mann, Digga, geiles Lied. Ja, das ist ein geiles Lied. Eben, dass so etwas gewinnt, kann ich mir gut vorstellen. Weil eben, es ist eine junge Frau, die super singt und etwas singt, wo man auch auf der ganzen Welt verstehen kann. Ja, zack, funktioniert. Ja, so einfach geht es. Ja. Nächstes Jahr gehen wir. Ja, genau. Der für die Schweiz, finde ich, hat es gut gemacht. Das ist ein Junge, der ist jünger wie mir. Der hat es wirklich, wirklich gut gemacht, gute Stimme. Meine Grossmami hat er auch überzeugt. Ja, also... Nein, aber gross und ganz... cooles Event, würde ich sagen. Ja. Und für mich jetzt einfach Tradition mit dem Kollegen. Safe, sicher auch eine coole Tradition. Ich glaube, für so etwas ist es etwas Cooles. Ja, voll. Ja. Ja, und am Sonntag ist die Show in dem Sinn bei mir gerade weitergegangen, weil ich bin mit einer netten Dame noch die Ehrlich Brothers schauen. Stimmt. Die waren im Hallenstadion und das sind, für die es nicht kennen, so Zauberer. Magicians. Und Magicians, genau, wo das Häschen hinter dem Tisch... Hat's wirklich ein Häschen? Nein, hat es nicht gehabt. Das wäre zu Klischee. Klischee. Früher auf dem Super RTL hat es immer den Houdini hat's gegeben. Und das Intro von dieser Fernsehserie war so geil. Ja. Das hat so geheißen, der Zauberer Houdini wird von allen Zauberern richtig verachtet, weil der tut an denen ihre Tricks auflösen. Ja, aber Houdini hat der nicht Magier mit der Maske geheißen? Oder Magier mit der Maske stimmt. hat er geheißen. Ja. Stimmt, nicht Der Houdini. Magier mit der Maske. Ja. So geil. So ein coole Ding. Und es war lustig, weil an diesem Sonntag im Hallenstadion es hat hure viele Kinder gehabt. Und die Show ist klar, ist gewissermaßen
bisschen für die ganze Familie gemacht gewesen, für Kleine, aber auch für Grosse. Aber ich kann wirklich müssen sagen, die können zaubern. Cool. Also die können in der Luft herumschweben, einfach so aus dem Nichts rauslaufen eine unsichtbare Treppe rauf und so. Und du hast es einfach nicht gecheckt. Das ist Keine so Chance. Kein Fädeli und weißt, mit dem Ring, wo es rundum und der ist nie angemacht. Und hey, keine Ahnung, wie die das machen. Das ist brutal. Also ich finde es hure faszinierend. Ich habe als 14-, 15-Jähriger auch Zaubertrick gelernt. Also was ich bis heute noch kann, ist so eine Karte für ein Zaubern aus der Hand, weißt, wenn die Hand leer ist und dann so hinten dran hast du sie so aber eingeklemmt. Hast du einen Pulli dann an? Nein, sie ist hinten dran eingeklemmt, hinten an den Finger so. Aber eine Münze vom Ohr für einen Zauber zum Beispiel. Oder was ich mal gelernt habe, der Zaubertrick, ein Glas durch den Tisch durchschlagen. Wie geht das? Das ist, du machst eine Alufolie, also so einen Aludraht, wo die Form hat vom Glas. Oder du nimmst einfach ein Alupapier. Dann tust du das in die Servietten rein, also du nimmst eine Serviette, oder, wo du nachher drüber legst über das Glas. Du nimmst das Glas vor dich auf den Tisch stellen und tust die Serviette drüber, wo in der Serviette ist schon die Alufolie. Dann drückst du es fest auf dem Glas, dass es die Form vom Glas hat. Und während du es fest drückst, tust du das Glas so kippen und tust es unten raus auf deinen Schoss runter. Rausgehen lassen. Und dann hast du das Glas schon unter dem Tisch und dann steht das Ding immer noch wegen der Folie. Und dann kannst du nachher draufhauen und dann ist es weg. Ja. Holy shit, okay. Also es gibt ganz, ganz spannende Tricks, wirklich. Auch zum Beispiel ein Trick, ich gebe dir 2 Karten, dann gebe ich dir den Stapel, du darfst den Stapel am Boden rühren, ich tue mit den Fingern vermischen, dann nehme ich den Stapel wieder zusammen, hebe ihn in der Hand, rühre den Stapel weg und habe nur noch deine 2 Karten in der Hand. Und dieser Trick geht auch nur, weil ich gebe dir zum Beispiel ein roses 7 und ein schelle 8 und habe aber auf der Seite bei mir aber dann sind es 2 verschiedene Gesetze. Nein, eben nicht. Schelle und Rose. Es sind 2 verschiedene Karten, nur merkst du das nicht. Weil ich nehme das 7 von der Rose und das 8 von der Schelle und zeige dir nachher aber das 7 von der Schelle und das 8 von der Rose. Weil die 2 Karten weiss ich immer, wo sie sind. Wo deine sind, habe ich keine Ahnung, die hast du ja irgendwo angerührt. Aber ich weiss, wo meine 2 sind und die 2 habe ich nachher. Und das checkt man nicht. Ja. Man checkt gar nicht, dass ich das 7 vom anderen kann und das 8 von dem. Und mit so Tricks werden Zaubertricks gemacht. Und das ist total interessant und eben manchmal suchst du eben völlig am falschen Ort nach der Lösung. Weil meistens, wenn der Zaubertrick passiert, ist es schon vorher passiert. Also die Münzen, die wir für zaubern, die hast du schon in der Hand, wenn du ihm die leeren Hände zeigst, dann hast du die schon in der Hand. Und da gibt es einen guten Film, You Can't See Me oder Can't See Me oder so heisst er. Da geht es immer auch um Zauberer. Und weil du halt mit dem Zauberer bist, siehst du blöd gesagt, wie sie die anderen verarschen. Und dann hast du wirklich, sie drehen sich und dann dreht sich die Karte wandert über. Und so. Es ist Fingerfertigkeit, brutal. Und genau ein Zaubertrick, der hat einmal funktioniert. Die Kollegin, wenn sie jetzt zulässt, dann weiss sie das. Und zwar habe ich ihr mal die Uhr im Unterricht geklaut, ohne dass sie es gemerkt hat. Also, das ist ganz einfach. Das kann man. Du musst zuerst, bevor du das erzählst, hey, ich habe einen Zaubertrick, musst du die Uhr anschauen und schauen, was ist es für ein Verschluss. Und es geht nur, wenn das so einen hat, den du zusammendrückst. Ja. Also Profis können das natürlich auch mit anderen Verschlüssen, aber so einen, den du zusammendrückst. Und dann ist es hure wichtig, labern einen Scheissdreck. Du machst mit ihr irgendeinen Zaubertrick, der nicht funktioniert. Und wichtig ist aber, du nimmst ihre Hände, ihre Arme und hebst sie am Handgelenk. Du hebst mit dieser Hand über die Uhr drüber und drückst relativ fest die Uhr an. Und das machst du mit dieser Hand immer weiter, zeigst mit der anderen Hand, drückst die ganze Zeit. Und dann, wenn du die Hand loslässt, mit der anderen etwas zeigst, ziehst die Uhr mit ab und kein Mensch merkt das, weil du vorher das angedrückt hast. Dann ist die Empfindlichkeit wie weg und dann ziehst du die Uhr ab. Und dann habe ich sie abgestreift. Die Jenny hat es gewusst, weißt du, hast neben dran geguckt. Und dann so, Und nachher mir so, der Zaubertrick nicht funktioniert. Aber schau, da ist deine Uhr. Und nachher, ja, ich kann dir ja sagen, ja, Diana. Diana ist völlig aus dem Häuschen. Und ich auch, weil ich es nicht gedacht habe, dass es funktioniert. Ich habe es nur so in der Theorie gekannt. Aber mit ganz simplen Tricks eben, klar muss er dort anlangen. Aber
man wüsste nicht, dass er es einfach mit Druck macht und du es darum nicht merkst. Ja. Weil du merkst dann einfach, dass er loslässt. Aber du merkst nicht, dass er auch die Uhr mitnimmt. Das ist so spannend. Es ist das Hallenstadion war pumpenvoll und sie haben einfach so die Bühne haben sie ein bisschen vorgezogen. Also es hat nicht es sind irgendwie 8.000 oder 7.000-8.000 Leute sind drin gewesen. Und nachher weisst du, wo die Hände so musst ausstrecken und dann tust du es übereinander legen und dann die beiden Daumen so an die Nase anheben und dann das quasi so kannst du aufmachen. Weißt du welchen? Also irgendwie so. Und das Lustige ist, der Zaubertrick, den haben sie über die ganze Show irgendwie 5-6 Mal haben sie gezeigt. Und jedes Mal haben sie die ganze Halle verarschen. Krass. Und am Schluss haben sie gezeigt, ja, aber bei uns hat es auch mal mit einem kleinen Zauberkasten angefangen und glauben an eure Träume und eigentlich hure emotional. Cool. Und an diesem Tag war eben noch Muttertag, das war auch so geil. Und danach haben sie auch noch gesagt, so, hey, sagt eurer Mami, egal ob sie jetzt links oder rechts ist, dass ihr sie lieb habt und euch in diesem Moment bedanken. Wenn ihr mit der Freundin da sind, macht sie zu einer Mami. So gut. Ja. Aber dort, in dem Moment habe ich irgendwie zu wenig schnell Action ergriffen. Take Action. Ja, ist nicht so gut gegangen. Ja, du. Aber mit diesen Daumen haben sie am Schluss erklärt. Aber die ganze Halle hat man 5-6 Mal verarschen. Einfach so, hey, tun sie so anheben, ja, ihr müsst höher. Und in dem Moment, wo einfach, ja, ihr müsst höher, hat es dann andersrum gemacht. Und die ganze Halle hat halt die Hände noch oben gehabt. Und einfach die Show, die Illusion, die Leute in einer halben Sekunde. Du hast es richtig gesagt, die Illusion. Das ist eben das Spannende. Weil, wenn du eben Zaubertrick lernst, die Illusion geht nicht weg. Null. Sie wird nur grösser. Weil das habe ich mich so geflasht damals, als ich gecheckt habe, wie man das jetzt macht, zum Beispiel mit der Karte oder so. Und dann checkst und schaust Videos an, du weißt genau, wie er es macht und du siehst es trotzdem nicht. Du siehst es trotzdem nicht. Du hast keine Chance. Du siehst es nicht. Und du weißt genau, was er macht. Und das unglaublich cool, ja. Und mega faszinierend. Gewisse Sachen, wenn so hure schnelle Zaubertricks, dann weisst du, irgendwie hat er etwas hinter den Rücken gerührt oder irgendwie so. Aber wenn ein Zaubertrick einfach in Ruhe kannst anschauen kannst, so «Fuck, das kann nicht funktionieren» und so, das finde ich fast noch beeindruckender als Münzen verschwinden lassen. Ja. Und sie haben auch so einen Zaubertrick gehabt, wo in der Mitte ein Sägeblatt oben runtergekommen ist und halt so das klassische «Der Mensch in 2 Teile». Und da mit dem Zauberer mit der Maske haben sie einmal gezeigt, dass er so Beine in dieser Schachtel kann nimmt und vorne die Füße nicht echt rausschauen. Ja. Genau. Und eben dort, von dort nachher weisst du so, ja, das kann, wenn dort die Beine irgendwie Platz haben, dann kann das gar nicht funktionieren. Aber dort ist der Körper abgetrennt worden, das Sägeblatt. Und du hast unten dran, der war auf einem Tisch drauf. Der hat keine Chance gehabt, um irgendwie seine Beine und so zu verstecken. Also das Ding ist, ich will dich jetzt nicht dingseln, aber er hat seine Beine dort versteckt. Ja, du hast es nur gesehen, aber er hat eine Chance. Nicht wie. Und das ist das Gute daran. Ich weiss nicht das wie. Ist das Gute. Und der Zaubertrick, der ist etwa 5 Minuten lang gegangen. Ja. Und weißt, es hat immer einen Kameramann gehabt, wo auf der Seite hat es so Projektionen gegeben, wo alles für die es nicht so gut gesehen haben, übertragen hat. Und der ist links und rechts und hinten und vorne. Und es hat einfach nicht funktioniert. Das ist krass. Es geht nicht. Ja. Also doch schon. Es geht. Es aber, geht. Ja. Es ist verdammt crazy. Ich finde das auch so spannend. Eben, man weiss, wie es funktionieren muss, aber man sieht es nicht. Das ist verdammt interessant. Props. Es ist wirklich, also nächstes Jahr kommen sie irgendwann wieder in die Schweiz und falls ihr euch mal überlegt habt, die zu schauen, ist wirklich geil. Ich kann es empfehlen. Muss ich auch machen. Ist cool. Das ist wirklich... Ja, und Zauberei ist einfach geil. Dann nächstes Jahr am Muttertag. Genau. Mit Mutter das mal. Mit einer werdenden Mutter. Jetzt wollte ich einen Übergang machen, weil ich sage, apropos Mutter, aber es hat einfach gar nichts mit Müttern zu tun. Deine Mutter? Nein, nicht mit meiner Mutter. Aber ich wollte Props aussprechen. Und zwar an
Jetzt, oh Scheiße, nicht, dass ich den Namen falsch sage. Ich weiß leider nicht, wie er zum. Ich glaube, Manuel Akanji. Zwar Props an Manuel Akanji. Ist der 6. Schweizer, der es je in ein Endspiel von der Champions League geschafft hat. Jetzt mit Manchester City sind sie im Champions League-Final. So geil. Ja. Und er hat sogar im Halbfinalspiel, jetzt im zweiten, sie haben immer 2 Spiele, ist immer Hin- und Rückspiel, haben sie gewonnen gegen Real. Und der Akanji hat die Vorlage für das letzte Goal gemacht. Er hätte sogar ein Goal gemacht, aber er ist abgelenkt worden von einem anderen Spieler und dann als Eigengoal gezählt worden. Darum ist er jetzt nur als Vorbereiter in dem Sinn. Aber der Moderator hat es so geil gesagt, er als Schweizer Herz sagt jetzt ganz klar, Manuel Akanji hat das Goal gemacht. Das habe ich so lässig gefunden. Sicher der Sascha Rufer. Ich kann sein, ja, voll. Geiles Sieg. Also, ich finde den Sascha Rufer ein geiles Sieg und der Akanji noch viel geiler. Absolut, auch mega sympathisch, cooler Fußballer. Und da habe ich noch ein cooles Ding gefunden, kann man mal Props aussprechen. Als Schweizer, weißt du, musst du auch zuerst so weit kommen. Und der hat anscheinend auch etwas im Köpfchen. Weil der Das kann sein, ja. blitzschnell Kopf rechnen. Ah, wirklich? Krass. Das hat er mal irgendwo in Auf dem einem... Feld hast du keinen Taschenrechner dabei. Nee, ja. Eben, ist mal im Taschenrechner. Sportpanorama mit dem Maria Salzgeber. Aha, Wie heisst? Maria Wald. Dings Maria Maria. Salzgeber. Peter Maria, nein, Also Maria und Salzgeber, aber ja, er ja, hat nochmal... ja, er heisst noch irgendwie anders zum Anfang. Walter. Walter Maria. Walter Maria. Maria. Das klingt nicht so falsch. Findest du? Also schon. Ich weiss nicht, das klingt schon falsch. Wissen ihr es? Warte. Nein, nicht. Warte. Rainer Maria. Rainer, nicht Walter. Ja, fast. Rainer Maria Salzgeber, ja genau, Rainer der Maria. Bruder. Und dort haben sie auch mal im Publikum so einen genommen. Und Eine hübsche Frau. der Rainer Der Salzgeber. oder der Akanji. Der oder Kanji beide. weiss ich nicht. Wahrscheinlich beide. Sorry, ja. Haben sie jemanden aus dem Publikum so rausgefischt und der hat dann 23 mal 75. Oh shit. Und der Akanji, zack, und es war rum. 23,75. Das geht 1400, nein, 1500. Warte. 23 mal 74. 75. 75. Aha. 20 mal 75 wären 1500 und 3 mal sind 150 und 100. Ja, fuck my life, Alter. 1725. Aber wäre riesig gut gewesen. fast richtig. Aber es ist verdammt beeindruckend. Ja. So, Ja. Ich habe das letztes Jahr eine Akanji. gesehen, wo irgendwie so 627 mal 300 irgendetwas und dann sagt sie einfach so, das gibt das. Und du bist so, okay, what the fuck. Aber ja, die müssen ja irgendeinen Trick haben, die rechnen das nicht so wie wir. Die haben schon eine andere Art. Ich habe mal gemeint, Aber- in Japan lernen Kinder in der Schule anders lernen zum Rechnen. Zum Beispiel bei uns Subtraktion, also Minusrechnen. Du hast ja die 2 Zahlen Ja, und dann über- tust du so einen untereinander, Strich ja. und dann tust du von hinten Dann schiebst du das 1 auf. 2. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist beim Plusrechnen, das Aufschreiben. Wobei. Auch beim Minusrechnen oder Ja, von vorne gegen macht ja hinten. keinen Sinn. Weiss, ja, einfach in Ja, Japan... Doch, tun bei sie- Minus ist es auch. Doch. Gell? Ja. Fangst einfach hinten an. Also vorne oder hinten? Weiß es nicht. Ist gleich. Wir machen uns einfach weiterreden. Ja, Nicht- einfach wie einfach gekonnt, wieder Ja, gekonnt Wir sind jetzt zum ignorieren. Glück kein Lehrer oder so. Sonst könnten wir uns jetzt den Job an den Nagel hängen. Aber wer weiß? Wer weiß? Vielleicht werden Auf jeden wir Fall mal... kein Mathe-Lehrer. Nein, Matti nicht. Da musst du einfach wirklich hure gut sein, habe ich das Gefühl, wenn du Mathe unterrichten Das Problem ist, also das hat mich an Mathe immer ein bisschen gestresst. Ich bin nie schlecht gewesen in Mathe, aber es gibt halt einfach richtig und falsch. Und je nachdem, je nach Stufe, irgendwie in der Primar-, Oberstufe, hast du immer den Rechnungsweg auch müssen angeben. Also hat es auch dort Punkte gegeben, bis zu dem Punkt, wo du dann den Fehler gemacht hast. Aber jetzt an der Hochschule, die letzte Statistikprüfung, dort hast du einfach das Resultat müssen anschreiben. Und das ist halt entweder richtig oder falsch gewesen. Ja.
egal, wenn 5 Minuten an einer Rechnung dran bist und Ja, es ist ja ein anderer Ansatz. Die Schule in dem Sinn. Das ist ja schon so. In der Sek haben wir ja mehr den Ansatz, dass wirklich es geht darum, wie machst du es richtig. Und nachher ist eigentlich gleich, wie du es gemacht hast. Es muss einfach richtig sein. Mhm. Ja. Weil du hast ja in der Schule mehrere Strategien gelernt. Du könntest es ja verschieden machen. Du kannst es ja gar nicht machen. Das ist eine Das auch, dann Strategie. kannst du es auch nicht richtig haben. Ja, ist so. Falsch auch nicht, aber das steht dann gar nicht zur Auswahl. Oh Mann. Ja, aber Ja, die Props wollte ich noch aussprechen. Für Das ist den mega Akanji. cool. Ja. Muss ein sehr sympathischer junger Mann sein. Und wenn wir gerade schon bei jungen, sympathischen Männern bei diesem Thema angelangt sind, perfekte Überleitung zu Swiss Date! Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir auch in der letzten Folge noch mal mit einer Frage stehen geblieben. Cliffhanger. Cliffhanger. Den probieren wir jetzt aufzulösen. Und zwar bei der Frage 10 sind wir stehen geblieben. Swiss Date, die Dating-Show für den André und für den Nils, um sich in erster Linie besser kennenzulernen, weil wir uns noch zu wenig gut kennen. Genau. Aber vielleicht, ja, ich weiss auch nicht, sind wir mal in der Zukunft froh, dass wir... Frage 10 war gewesen, wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das? Sehr eine philosophische Frage. Also ich habe mir auch ein bisschen Gedanken zu dieser Frage gemacht. Und es gibt so ein bisschen 2 Lösungsansätze. Auf einer Seite willst du mit dem erreichen, dass du möglichst rauskommst als perfekter Mensch, oder möchtest du erreichen, dass du möglichst ein chilliges Leben hast. Und die 2 Ansätze geben dann andere Sachen, wo man dann sagt. Ich sage jetzt, mit dem chilligen Ansatz ist es ja klar. Dann bist du einfach, ja, ich hätte mir alles erlaubt und so, und das wäre dann irgendwie auch scheiße. Und auf die andere Seite wäre der Ansatz, ja gut, meine Eltern hätten dann durchaus können oder müssen strenger sein, mich zu mehr müssen zwingen und hätten müssen mehr einen auf der Hochmäßig machen und mich nur irgendwie die besten Sachen und Zeug und so, und hätten dann müssen mehr Geld haben in dem Sinn. Aber ich kann die Frage wirklich beantworten mit: Ich kann nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Ich kann nichts ändern. Weil alles so, wie es ist so, dass ich so denke, wie ich denke. Und so ist gut. Ich will nicht anders sein. Ich denke gerne so, wie ich denke. Und ich bin auch gerne so erzogen worden. Und ich sehe vor allem, ich habe das Gefühl, ich habe eine sehr schöne Erziehung gehabt und eine gute Erziehung. Und will meine Kinder auch so erziehen. Und darum gibt es für mich nicht, wenn ich realistisch muss sein, das Ding, wo ich sage, ja, das hätte jetzt anders machen müssen. Weil, weißt du, Sachen wie zum Beispiel, ja, manchmal ist auch mal irgendwie ein dummer Spruch vom Papi gekommen, in ihrem unpassenden Moment. Ja, na und? So ist die Welt. Ich weiss nicht, das hat mich ja auch geformt. Darum, ich finde, das Negative in der Erziehung ist nicht unbedingt negativ, wenn es nicht ein Ausmaß erreicht. Und das hat es bei mir nicht. Und darum kann ich da gar nichts sagen. Ja, Also spannend. wenn es um andere Sachen geht, die andere Ziele zu erreichen, dann kann man schon sagen, ja, hätte er müssen mich so noch mehr zum Lernen zwingen oder irgendetwas. Also was heisst noch mehr, mich überhaupt zum Lernen zwingen? Aber eben, das will ich ja gar nicht. Darum, ich bin super glücklich mit meiner Erziehung. Ja. Ja, das ist cool. Ich habe auch mal einen spannenden Satz gehört und den habe ich auch ein bisschen für die Beantwortung von dieser Frage beizogen. Weil eigentlich ein Mensch macht immer das so gut, wenn er es weiss. Oder so gut, wenn er etwas mit auf den Weg bekommen hat. Und man darf es an einem Menschen nicht einmal so krass übel nehmen. Also klar, du musst immer das Beste aus der Situation machen, aber ich weiss, dass mein Papi auch nicht einfach aufgewachsen worden ist, dass Füße noch geflogen sind und so. Ja. Und darum, sie haben es vielleicht einfach wie nicht besser gewusst. Ja. Und das spielt für mich schon eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung von dieser Frage, aber es tut halt nicht Fehler beantworten oder Fehler wieder gut machen. Ja. So, was ich mir vornehme,
wenn ich später mal die Freude wird haben, jemanden zu erziehen. Jetzt redest du noch von Freude. Ja, spätestens wenn ich am Morgen um 3 muss aufstehen, weil da Ja. einer brüllt. Ja gut. Sieht es wieder anders aus. Aber nein, ich freue mich eigentlich extrem auf den Moment, weil es ja eine Reise ist. Du wachst mit einem Menschen, du gehst mit einem Menschen eine Reise. Und dann gehört es für mich nicht einmal unbedingt dazu, den perfekten Mensch zu finden, sondern du wachst mit dem Menschen. Du machst eine Reise und so. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Ja, finde ich schön gesagt. Also, ja. Es ist vor allem auch eben, wie du das gut zusammengefasst hast, man macht es ja nicht aus Bösem, wenn man etwas falsch macht, sondern und vor allem auch weiss ich dann gar nicht, dass sie es falsch gemacht haben, weil ich es ja als richtig gesehen. Darum, ich denke, da gibt es ganz offensichtliche Sachen. So, wenn man jetzt mega geschlagen wird die Heime, dann kann man sagen, ja, das hätte nicht müssen sein. Aber dass Gewalt kein Ding ist, das ist klar. Aber sonst ist man, glaube ich, mit der Erziehung einfach mal per se zufrieden. Weil, wenn ich meine Kollegen frage, gibt es bei allen so ein bisschen das, ja, es ist auf die einen Seite ist alles richtig und auf die andere Seite gibt es schon Sachen, die man anders machen würde. Aber nicht, weil die Mami das böse oder der Papi das böse gemacht hat, sondern weil man es einfach gelernt hat, weil sie es auch probiert haben. Oder halt anders gelernt haben, dann also etwas anderes probiert und dann ja, kommt es gut oder es kommt nicht gut. Und das haben letztes Mal in ihrem Podcast haben sie noch gut gesagt, wenn du ja als Kind zum Beispiel adoptieren musst, dann gibt es ganz viele Tests. Dann wirst du auf Herz, Nieren, auf alles wirst du geprüft. Du kannst es finanziell handeln und alles. Ein Kind bekommen kann aber jeder. Jeder. Einfach so. Und wenn ich das bedenke und dann denke, dass aber auch fast jeder würde wahrscheinlich sagen, eben, meine Eltern haben das schon gut gemacht, bis auf eben die wirklich Gewalt oder so erfahren haben, dann kann man einfach sagen, gut, man kann das nicht wissen als der die Erziehung genossen hat. Darum macht man auch den gleichen Fehler dann wieder, den die Eltern schon gemacht haben. Und weiß gar nicht, dass das der Fehler war. Vielleicht so. Ja, da muss ich einfach sagen, später mal möchte ich das anders machen. Im Sinne von, für meinen Papi im 95 hat er seine Firma gegründet. 3 Jahre später bin ich auf die Welt gekommen. Und ich habe meinen Papi teilweise ein halbes Jahr nicht gesehen. Der Okay, ja, das ist natürlich krass. am Morgen vor dem 6 Uhr war der aus dem Haus und am Abend um 10 Uhr irgendwie wieder retour gekommen. Und obwohl meine Eltern am Anfang noch zusammen waren, war der Papi inexistent. Der hat nicht existiert. Höchstens einmal an der Weihnachten, dass er nur bis zum Mittag gearbeitet hat. Und danach ist er dann nach dem Mittag, am 24. ist er dann heimgekommen. Ja, und dann verstehe ich sie auch mega, dass man sagt, das möchte ich besser machen. Einfach anders. Ja. Aber und eben darum, ich möchte das nicht bemängeln, weil er hat das nicht anders mit auf den Weg bekommen. Und ich merke bei ihm, er sucht immer Anerkennung. Weil er von seinem Papi, also von meinem Grossdaddy, die Anerkennung nie geschenkt bekommen hat. Hey, das hast du gut gemacht, wir sind stolz auf dich. Bla bla bla. So einfach die Wertschätzung ist ihm nie mit auf den Weg gegeben worden. Und ist jetzt meine Einschätzung, das hat ihn einfach in den unendlichen Arbeitsmodus. Du bist nie perfekt, du musst noch grösser, noch schneller, noch besser werden, um die Anerkennung zu bekommen. Und auch Stand heute, eben, der Grossdaddy wird dieses Jahr 75. Auch heute hat er die Anerkennung nicht bekommen. Also die wird er wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr bekommen. Ja, es ist vielleicht auch, eben, das ist ja so fast so ein Papi-Komplex oder ein Mami-Komplex. Aber ich denke, das ist ja auch so eine die Bestätigung, die er würde gerne will, die kann ihm gar kein Mensch geben. Das ist ja der Fehler an dieser Bestätigung. Weil ich kann da ein bisschen mitfühlen mit deinem Papi. Weil ich kenne halt schon auch so Zeug wie eben lieber Tod als Zweite oder sonst etwas. Und gerade wenn du als Kind Dritter geworden bist, hörst du das nicht gern. Und ich kenne das bei mir auch, dass ich mich fertig mache durch das, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich gerne wäre. Nur weiss ich auch, dass es der Punkt nie kommt. Den Punkt gibt es nicht. Das ist ein inneres Ding, das du mit dir ausmachen musst. Und klar
irgendwann hat es dann auch wieder das gegeben, dass mein Papi wieder gesagt hat, dass er stolz ist auf mich. Ich habe ja eben alles abgebrochen und so. Und dann ist klar, dass da man nicht so stolz drauf ist. Und habe dort eben auch lange die Struggles gehabt. Und fühle das immer noch, dass ich das Gefühl habe, ich muss mit dem richtig erfolgreich werden, sonst ist es nicht richtig gewesen. Und zum Glück habe ich, also zum Glück, nein, mein Papi und meine Mami haben das mittlerweile ganz anders. Und ich habe das auch falsch empfunden. Das ist eben auch der Punkt. Du empfindest das ja dann auch viel zu streng dir gegenüber. Oder eben, was würde ich jetzt einschätzen, dein Papi. Ich habe nicht das Gefühl, dass dein Grosspapi irgendwie ihm nie gesagt hat, ja, das hast du gut gemacht oder so. Also weißt, irgendwo liegt es auf beiden Seiten. Es ist und genauso ist es bei uns oder eben bei dir zum Beispiel, wie du sagst mit deinem Papi. Es liegt auf beiden Seiten. Er hat das beste Willen und auf die andere Seite hast du es auch nicht besser gewusst. Und eben, ja, also es ist spannend. Ja, ja, und das hat auch, das ist, glaube ich, ja, das war mein 20. Geburtstag. Also nach dem 10. Geburtstag so das zweite Mal eine runde, geile Zahl Geburtstag. Und dort mit meiner Ex-Freundin, ich habe ja am 22. Geburtstag, mein Papi gesagt, so, wir machen uns einen schönen Abend, wir gehen schön ins Restaurant essen, dort und dort. Fein Fisch. Und haben wir reserviert. Und danach haben wir irgendwie auf die 6 oder so haben wir abgemacht zum Abfahren. Ist er noch nicht rum gsi. Wir haben angerufen, hey, wo bist du? Und kommst du in den nächsten 10, 15 Minuten? Ja, ich bin jetzt gerade im Auto, 5 Minuten bin ich da. 5 Minuten, also nur mal eine Viertelstunde gewartet. 5 Minuten sind durch. Wo bist du? Ja, ist noch etwas dazwischen gekommen. Ich war immer noch im Büro. Ist das Spiel 3-4 Mal so gegangen, bis dann 8, 9 war. Und es war mein Geburtstag. Meine damalige Freundin links am Verhungern, ich auch am Verhungern. Und irgendwie hätte ich mir einfach meinen Geburtstag ein bisschen anders vorgestellt. Und dann am Telefon, beim 4. oder 5. Telefon, ist er dann verrückt auf mich geworden. Und hat gesagt, hey, weisst du was, komm, wir blasen es ab. Leute sind am Restaurant da, dass wir nicht kommen. Und ja, schauen das selber. Schauen. Ja. Das ist mein 20. Da finde ich, Geburtstag. dann darf man schon sagen, besser machen. Ja. Da darf man schon sagen, besser machen. Nein, das war mein 20. Geburtstag. Ja. Ist für mich sowieso nicht schön gewesen, aber auch für meine damalige Freundin, weil da das macht es dann eben... Ja. Wirklich fette Props an meine damalige Freundin. Die Familie, die ich dort kennenlernen durfte, die hat einfach ein schönes familiäres Verhältnis. Der Papi redet mit den Kindern, die Kinder reden mit dem Papi, mit der Mami. Das Familienleben funktioniert dort einfach so, wie es sollte. Ja, oder es wirkt so von außen. Also ich bin ja auch ein Teil von dem gewesen. Nein, weißt, man ist immer von außen. Ich hatte auch Freundinnen, wo ich die Familie oft am Tisch gehockt bin am Sonntagmorgen. Wegen dem bin ich trotzdem nicht in der Familiengespräch dabei gewesen, weißt? Das tut die Familie ja schon voneinander trennen. Wenn ich jetzt dich zu uns einlade, dann ist es auch nicht genau das Gleiche, wie wenn wir nur in der Familie sind. Das ist ja normal. Das ist ja auch so ein das Ding. Ich glaube, was ich mehr will damit sagen, ich würde jetzt behaupten, ich habe eine Familie, wo sehr viel Wert auf das legt, dafür halt auch auf andere Sachen keinen Wert legt, oder nicht so viel Wert legt wie irgendwie Reichtum oder so. Aber meine Eltern sind getrennt und mein kleiner Bruder, wo mein Papi mit einer anderen Frau hat, der wird jetzt dann von meiner Mami gehütet. Von meiner Mami, die nichts mit dem zu tun hat in dem Sinn, weil es alle so gut haben untereinander. Weil es einfach, ja, es ist okay, klar haben wir auch Krisen in dem Moment, wo Trennungen waren und es war traurig. Und es ist wegen dem mit der Familie nicht einfacher. Aber es ist viel mehr, dass am Ende des Tages haben wir uns alle gern. Und das ist das Wichtigste. Es ist gar nicht so wichtig, ob jetzt der mit dem und der und das und so. Und ich glaube, das ist das, was dein Papi amigs nicht so gezeigt hat oder nicht so hat können mitgeben, sodass eigentlich sind wir alle da, weil wir uns alle lieben
Und wir sind eine Familie, wir stehen zusammen und das ist das Wichtigste auf diesem Planeten. Und kein Franken oder kein sonst irgendetwas ist wichtiger wie die Familie. Und das ist, also wenn ich so das höre, dann ist es so ein bisschen das, was ich einfach spüre bei meiner Familie, wo ja auch eben Trennung und Zeug und Sachen und so und auch nicht alles einfach schön ist, aber einfach so das Grundvertrauen in die Familie, dass man einfach eine Familie ist und einander gerne hat und einander da ist füreinander. Ich weiss nicht. Ja, darum da probiere ich später schon mal vieles anders zu machen. Ich glaube aber auch, dass du eher der Typ bist, der das auch anders macht. Ich kann mir dich jetzt schon vorstellen, wie du mit einem Kind oder so auch gehst spielen oder etwas. So. Ich kann mir dich aber auch vorstellen, wie du nur am Arbeiten bist. Das kann man auch vorstellen, muss ich auch ehrlich sein. Also von dem her, das ist halt eben das. Man hat Seiten von seinen Eltern, die einem gefallen und Sachen, die einem auch gar nicht gefallen. An den Eltern schon und selber macht man es dann trotzdem falsch. Mein Papi, der war immer im Gartenbau, hat Zügelunternehmen und so Zeug und hat seinen Rücken kaputt gemacht. Und eines der Einzigen, was er mir immer gesagt hat, macht den Rücken nicht kaputt. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Lehre abgebrochen und bin im Gartenbau gearbeitet. So dämlich. Aber irgendwo lebt man einfach einem Papi nach, zum Teil. Und ich weiss nicht, ob das zu weit gegriffen ist, aber ich meine ja auch du, der dich selbstständig machst, es geht auch irgendwo am Papi nach. Und ja, meinem Großdaddy, meinem Urgroßdaddy. Genau, oder einfach der Familie nach, ja. Minimum 4 Generationen in einer Reihe haben sich selbstständig gemacht. Ja. Und das ist bei mir zum Beispiel das Musikmachen. Mein Papi hat eine Band, meine Neni hat eine Band. Von der anderen Seite meine Mami, ihre Brüder, der ist Berufsmusiker. Musik war bei uns schon immer ein Thema in der Family. Meine Neni hat früher auch auf so Events und so selber mit dem Keyboard und mit dem Handörgeli gespielt. Und das war auch etwas, wo ich schon als Kind gewusst habe, ich wäre ein Typ für so etwas. Oder ich mache das gern, ich habe das in der Family und habe mich darum auch selber immer motiviert, wenn es mir so etwas gegangen ist. Ich glaube, das gibt es in vielen Aspekten, dass man eben so Sachen sieht von den Eltern. Du jetzt zum Beispiel, mein Papi hat das können, selbstständig und das, dann kann ich das auch. Ein bisschen das Selbstbewusstsein. Und darum habe ich aber zum Beispiel kein Studium gemacht. Keine Kante gemacht. Weil ich irgendwie gewusst habe aus meiner Family, es ist keine. Mein Papi war in der Kante, aber dann rausgefallen nach 4,5 Jahren, wo sie noch 5 gegangen ist. Ich hatte das irgendwie abdingselt. Weißt, so, ich wollte eine Lehre machen. Auch wahrscheinlich aus Grund von dem, weil man es gesehen hat bei den Eltern. Das ist ganz schon krass. Spannend. Das ist tiefe Philosophie über Familie eigentlich schon. Erziehungstechnik oder keine Ahnung. Ja. Ich glaube, eine Frage Minimum nehmen wir noch. Würde ich auch sagen, also, ja voll. Passt oder so. Sicher. Ui. Nochmal. Okay. Aber muss ich sagen, das ist wieder eine sehr starke Frage. Das ist, die hure Fragen, die sind sackstark. Ja. Also ich muss wirklich... Ich glaube, wenn du das an einem Date benutzt, kommst du zu den ersten 2 Fragen und dann bist du weg. Dann bist du nur am Reden. Schon in der Kiste. Perfekt. Und zwar, jetzt müssen wir vielleicht fast einen Timer machen, weil es steht, nimm dir 4 Minuten Zeit und erzähle deinem Gegenüber die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. Ach du Scheiße. Okay, du krass. Fuck. Oh Gott. Okay, ich mache einen Timer. Muss ich anfangen? Ich mache es schon. Also ich kann Aber schon anfangen. Wir können auch verkürzen. 4 Minuten ist verdammt lang. Ja, machen wir mal. Weil wir erzählen diesem Podcast nichts anderes wie nur von uns. Weißt du, was ich meine? So, Stimmt machen wir eigentlich. lieber irgendwie so eine Challenge daraus. In einer Minute. Aber Aber versuchen wirklich von A bis Z. von A bis Z, von Geburt bis jetzt. Ja, genau so. Ich bin Heute. aufgewacht. Ja, genau. Okay. Okay, gut. 1 Minute. 1 Minute. 60 Sekunden. 60 Sekunden. Scheiße. Also gut. Okay. Also soll ich zuerst oder willst du zuerst? Ich mach zuerst. Okay, du machst zuerst. Ich tue nachher bei 10 sage ich 10. Ja. Dann hast du so ein Feeling. Also sonst muss man nachher einfach schnell zeigen. Ja, perfekt. Fix. Ja. Aber ich sage es trotzdem wegen den Leuten, weißt du? Okay. Fix. Okay. 3, 2, 1, go.
Salut zusammen, mein Name ist Nils Kümin. Ich bin in Wollerau im Kanton Schweiz aufgewachsen. Ich habe die Lehre bei Vögeleschhaus gemacht. Ich wäre mal Damenschuhe-Spezialist gewesen. Bin dann ins Militär gegangen, bin Richtstrahlpionier gewesen. Das sind die krassen Siechen, die so auf Berge raufgehen und so Funkanlagen aufstellen. Danach bin ich auf Deutschland ein halbes Jahr arbeiten. Habe eine Berufsmatur gemacht. Jetzt bin ich am Studieren und seit 2 Jahren bin ich mit Eigengrau selbstständig, mit meinem wundervollen Gegenüber Andri. Und meine Faszination sind Animes. Ich schaue in meiner Freizeit sehr gerne Animes. Wir gehen morgen ins Kino Suzume schauen. Boah, ja. Und ja, sonst bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Leben. Ich habe meine Erfüllung mit Eigengrau gefunden. Und wir lieben einfach geile Shit zu machen, ob Logo, Medienproduktion, Webseiten, sonst irgendetwas. Meldet euch. Krass, aber eine Minute ist verdammt lang. Ja. Minute ist verdammt lang. Ja. Aber es gibt ja es gibt noch tausende Sachen Geschichten dazwischen zum Erzählen. Ja, aber ich finde, du hast das gut gemacht. Es war jetzt halt mehr ein Lebenslauf, CV-mässig. Ja gut, aber es ist schon Lebenslauf. Ich meine, was sonst? Kannst du sagen, dass 2-mal oder alle 2 Wochen deine Fingernägel oder Zechennägel schneidest, aber das interessiert wahrscheinlich niemand. Nein. nein, definitiv nicht. Es gibt ja auch so einen Mondkalender, wo drin steht, wenn du das Fingernägel musst schneiden musst. Wirklich? Ja. Sogar also Mondkalender kenne ich, aber so. Ja, also meine Mami, also es ist mehr so ein Werbegeschenk, das mal gratis irgendwo in der Post beigelegen ist. Sorry. Und dort drin steht, dann und dann musst du deine Fingernägel schneiden, dann musst du deinen Rasen mähen. Ja, also Sachen. Also Bruder. Oh, jetzt habe ich das Bier Organisation ist ja sonst schon ein Mini-Ding, aber wenn ich dann noch den Mondplan richten Nein. Ja. Oh Gott. Willst du mir... Ja, ich gebe dir geschwind. Ich habe selber ein Handy. Ja, das ist eine super Sache. Super Sache. Super Sache. Sache. Wir die Uhr. So, 1 Minute. Und auf los geht's los. 3, 2, 1. Also, ich begrüße ganz herzlich bei Andri Küchler. Ich bin aufgewachsen in der wunderschönen Schweiz. Und zwar im kleinen Örtchen namens Pfäffiken, Schweiz, am wunderschönen Zürichsee. Damals geboren, nach 8 Monaten im Bauch. Einen Monat zu früh, ganz klein bin ich. 2,5 Kilo bin ich schwer. Bin ich auf die Welt gekommen, in Paracelsus in Richterswil. Das Spital gibt es jetzt leider nicht mehr, ist jetzt ein Flüchtlingsheim. Ja, nachher ist es weitergegangen. Dann habe ich zuerst in Wollerau gelebt, 3 Jahre, in einer halben Haushälfte von einem Bauernhaus. Meine Eltern haben den Garten gemacht, Garten geführt und wunderschön war dort. Lässige Nachbarin, die das Handy hat abgestellt. Dann ist es weitergegangen. Mit so 2 Jahren sind wir dann auf Pfäffiken gezügelt, 3 Jahre auf Pfäffiken gezügelt, haben dann dort gelebt, bin dann dort in die Schule, in den Kindergarten, bis sogar in die SEK. Habe nachher die Lehre im Altersheim angefangen, habe dann aber nach 2 Jahren abgebrochen, bin ins Studium als digitaler Filmmaker und habe dann dort eingehängt, wo jetzt mit dem Nils im Büro hocke. Ich habe gedacht, ja, keine Ahnung, dein Ton. Nein, ich habe gedacht, ich kann so ein bisschen mehr erzählen, so detaillierter, aber dann ist die Minute schnell vorbei. Ich meine, ich habe sehr viel Zeit jetzt. Aber also etwas, was bei mir lang gewirkt hat, war bei dir sehr kurz. Ja, weil du bist schnell voran so, und ich bin langsam angefangen und dann schnell. Eigentlich genau so die Arbeitsmoral von uns. Ich bin so der auf den letzten Drücker, fuck, jetzt muss ich noch etwas machen. Und der Nils so, ich habe alles gemacht, jetzt könnte ich noch etwas anderes machen. Von der Geburt bin ich eigentlich gerade in die Lehre gesprungen. Du bist also ich habe gerade etwa 15 Jahre habe ich einen Sprung gemacht. Ja. So wie wenn's. Und ich habe irgendwie die ersten 2 Jahre mehr thematisiert. Der Rest, wie wenn das Spannendste irgendwie nur dort passiert wäre. Ja, Paracelsus Richterswil. Ja. Wassergeburt bin ich, glaube ich. Wassergeburt? Ja, Badwanne. Ah! Eher natürliche Geburt, kein Kaiserschnitt. Ja, bei mir auch. Ja. Zu klein bin ich. Nachher bin ich in so eine Büchse reingekommen, weißt du, mit dem warmen Licht. Wie so ein Bibeli. Wie Brutkasten, sagt man dem, oder? Ja, voll. Aha. Wie so ein Bibeli bin ich da drin gelegen. Gar nicht können. Ich bin ein riesen Bömber. Das kann man vorstellen. ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob
Also mein Bruder war ein halbes Kilo noch schwerer als ich. Und ich war, glaube ich, 4 Kilo. Puh. Und mein Bruder war 4,5 Kilo. Digga, das ist ein Ruhrtünder. Also ein richtiger Hure, ja. Puh, das umgetragen haben. Deine arme Mami. Ja, und Meine meine Mami ist ja nicht so gross. Nein. Stimmt. Ja, Oh, stimmt. Ja, hat meine Mami wirklich Krass. schon in den ersten paar Monaten nur Probleme mit mir gehabt. Ja. Boah, jetzt ist mir aber gerade etwas in den Sinn gekommen. Meine Mami, ich weiss nicht, hat das deine Mami auch gemacht? Das war damals im Trend. Da hat man, wenn man schwanger war, hat man den Bauch eingekleistert und dann das Härteland so angemalt und dann aufgestellt. Pappmaché. Nein, Pappmaché ist einfach Karton, oder? Also so Zeitungsfötzeli, wo so in Kleister kannst rein tun und dann Nein, so. nicht gekleistert, so sondern etwas? ja, so in die Richtung, aber mit Bandagen, weißt du? Wie heisst das? Das hat auch einen Namen. So wie das Gipsen. Gips, ja. Gipsen. Ja. So eine Gipsform vom Bauch. Ja. Ja, das hat meine Mami, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber Ja. so eine Gipsform, da siehst du genau dort bin ich drin, in dieser Form. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Und nachher, bei unserer Generation ist dann noch so der Trend gekommen, oder gerade so die dann älter geworden sind, wo wir so 5, 6 waren, haben immer so die Kinder einen Abdruck mit dem Fuß machen lassen. So ein Marmor oder irgend so ein Ton, genau so ein Tonteil, das haben sie aufgestellt für die ganze Familie. So gut, Alter. Aber so Sachen, muss ich sagen, wird mir ab und zu auch ein bisschen im Insta vorgeschlagen. Zum Beispiel, das habe ich auch irgendwo abgespeichert und so für einmal in 10 Jahren. Dein Algorithmus Das- weiss, dass du Papi bist. Ja, vielleicht weiss der Algorithmus, dass ich dran bin, aber das nicht funktioniert. Der weiss einfach mehr, wie du selber weißt. Ja, das ist, ja. Nein, aber es gibt so ein Set irgendwie, wo irgendwie so Silikon quasi einfach so kannst anmischen und danach ist die Idee, dass du die Frau Kannst du und die Brust vergrößern. vielleicht auch, aber dass die Hand von der Frau, die Hand vom Mann und in der Mitte so das Babyhändchen. Und danach tust du das Silikon irgendwie flüssig machen. Du tust dann deine Hand dort rein und dann auskühlen lassen. Und dann hast du eine Gussform für irgendwie Ja, genau. Ja. auch Gips oder sonst irgendetwas. Ja. Und so Sachen, wenn es mal so weit ist, würde ich das fix Ja, sicher. machen. Das ist Und ja herzig. so Sachen, da schmilzt sich. Ja. Ja. Ja, das ist schon süß. Also Das ich ist finde auch. scheiße süß, ja. Absolut. Das stirbt mein Herz. Ja. Ja, Kinder, ich weiß gar nicht, ob bei meinen kleinen Brüdern gibt es so Zeugs glaub, gar nicht. Die machen das gar nicht so. Gut, das sind ja auch jetzt neu, es ist jetzt eine neuartige Beziehung, es ist nicht mehr wie wo wir Kinder waren. Ja, dann machst du auf die Geburt vom Kind einen TikTok-Kanal. Ja, etwa so, ja. Nein, das finde ich auch ganz krass. Es gibt ja wirklich so die Mami-Influencer. Ja. Einfach, die sind nur Influencer, weil es Mamis sind. Und dann sagen wir ihre paar hundert Follower und dann jetzt denen alle möglichen Baby-Sachen empfehlen. Schau, die Badwanne habe ich gekauft, mit meinem Code bekommst du noch den Rabatt. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen... Also es ist schon Hey, herzig ja, es ist in der herzig. Sache. Und jedes Baby ist witzig. herzig. Und jedes Baby ist das schönste Baby der Welt für die Ja, Familie, total. für das Mami. Aber Und das ist ich ja würde so. das gar nicht wählen. Nein, ich auch nicht. Vor allem ist da auch das Ding, hey, hallo, ihr tut da euer Kind ins Internet und das will das Kind vielleicht gar nicht. Also, Selbstbestimmung, weisst, würde man dem sagen. ja, bei mir hat es das gegeben. Ein Kollege von meinen Eltern, der jetzt in Madrid wohnt, der wohnt jetzt in Madrid, der ist ausgewandert. Der hat zuerst 10 Jahre in Paris gewohnt und jetzt seit über 10 Jahren in Madrid. Und der hat damals eine Webseite gemacht, die ist jetzt noch online. Geil. Und zwar Bilder, die das Leben schreiben. .ch. Bilder, die das Leben schreiben, André Köchler. Und das ist eine Webseite, könnt ihr mal googlen, mal aufmachen. Das ist wirklich so eine alte Webseite. Das hat einfach 3 Bilder drauf von mir, wie ich als Baby im Stillküssi liege. No. Die sind dort. Bilder, die das Leben schreiben. Das hat ein Kollege von meinen Eltern gemacht und das habe ich dann so easy gefunden. Aber jetzt stell dir vor, deine Eltern machen jeden Tag Stories, wie du dort schiessest, wie du dort nicht kannst essen, wie du deinen ersten Wie du Schritt dort machst. dein Sprayli ausgeleert hast. Ja, das wäre mir unangenehm. Ja, finde ich sehr mutig von diesen Leuten, dass sie das einfach machen gegen ihre Kinder.
Ja, und vielleicht bin ich da einfach noch ein bisschen altmodisch eingestimmt, aber es gibt ja nichts Schützenswerteres als deine Familie. Ja, und vor allem deine Kinder. Und deine Kinder. Und Kinder im Internet Schau, das Internet ist so böse. Im Internet wird alle möglichen Scheiß. Du musst einfach davon ausgehen, wenn du Content von deinen Kindern machst, dass du dort 90% Leute hast, die das normal, aber du hast die 10 pädophilen Arschlöcher hast auch bei dir drauf. Weil, wohin gehen die? Die gehen genau nach so Zeug suchen. Klar ist da kein anderer Hintergedanke. Ist das nicht der Gedanke von dir, der das postet? Aber das ist das Gleiche wie bei diesen jungen Frauen, die sich auf OnlyFans dingseln. Ist ja schön und gut, aber überleg's dir einfach, weil du ziehst da nicht nur die an, die dir dann das Geld nachher rühren und einfach nur anständig sind. Du ziehst auch die Leute an, wo nachher hast einfach 100 Schwänze im Postfach und das. Und wenn dich nicht mit dem auseinandersetzen willst, dann musst du so etwas auch sein lassen. Und da finde ich als Kind, das sich nicht entscheiden kann, dass es dann vielleicht mit 14 die Bilder findet und muss Sachen lesen wie «Schau mal, das hässliche Baby» oder so. Weiss nicht. Finde ich nicht weit gedacht von diesen Eltern manchmal. Trotzdem möchte ich nicht den Leuten unterstellen, die das machen, dass sie das alle falsch machen. Es gibt auch solche, die haben ja trotzdem eine Distanz. Und ich kenne auch Influencer, die zeigen einfach das Gesicht von ihren Babys nicht. Und wenn es aber mal irgendwo drauf ist im Hintergrund, dann sie einfach das Gesicht zensieren. Ist ja souverän. Super gelöst. Und dann kannst du ja auch mal ein Familienbild mit deinem Baby aufladen. Das redet ja keiner. Aber so das Ausschlachten auf Social Media von deinem Baby, das fühle ich gar nicht. Nee. Ja. Vor allem ist es auch keine Leistung. Also für den Mann waren es etwa 30 Sekunden Leistung, Ja. wenn es hochkommt. Ja. Nein, Minimum 45 Stunden Minimum natürlich. Gummi drum, Alter, dann gibt es gar kein Problem. Nein. Sauber von hinten rein gibt es keine Kinderlein. Oder mir einmal ein alter Mann im Altersheim gesagt, einfach vor dem Segen aus der Kille gehen. Oh. Ja, das ist echt krass, wenn dir das jemand sagt, du weißt, der hat nach dem System gelebt, Alter. Der Bruder hat 8 Kinder, aber er hätte 16, wenn er nicht so gelebt hätte. Oh. Ja, das ist die alte Generation. Ja. Ich habe letztens erst wieder einen Mordfall, doch ist dann auch ein Mordfall gewesen, über in den 1950er Jahren. Und das war ein Bärli, die haben damals so FKK und Sexclubs aufgemacht. Und das war eine Zeit, dort hat man nur Geschlechtsverkehr zum Kind bekommen. Und die sind kritisiert worden, das Grösste in der Öffentlichkeit, dass sie Spass daran haben, Sex zu haben. Und eigentlich völlig krass, wenn du jetzt denkst, wo wir jetzt schon sind, dass beim Eurovision Song Contest Männer mit in Strapsen und Ding und alles dort eins auf Lady Rocker machen. Für ein Land als Vertretung. Unglaublich. Mit der Regenbogenfahne. Ja, also sexualisiert, hoch 100. Und Ja. noch vor 70 Jahren sind die Leute kritisiert worden, dass sie überhaupt Sex haben für den Spass. Und unsere Grosseltern kommen aus dieser Zeit noch. Heisst nicht, dass sie nicht auch Spass beim Bumsen hatten, gar nicht. Das ist ja nur so die öffentliche Meinung. Aber einfach so der Sprung, den wir da machen, das ist ganz krass. Ja, und dass das Verständnis eben von uns Jungen gegenüber älteren Menschen nicht einfach von heute auf morgen so kann. Also die Grosseltern, die haben nicht mehr 50 Jahre zum Leben und die leben nur nach ihren Prinzipien, weil es ihnen einfach scheißegal ist. Sicher, und stell dir vor, du kommst auf eine Welt, also du lernst eine Welt kennen, in der ist es nur schon ein Tabuthema, Spass und Sex zu mischen und das öffentlich zu besprechen. Und jetzt bist du in einer Welt rein, wo sich Männer so Zeug anlegen und auf einer Bühne stehen und das Land vertreten mit einer, in dem Sinn, schwulen oder Trans-Ding, dann ich finde es auch logisch, man muss offen sein, die Welt verändert sich. Aber das darf man denen nicht übel nehmen, dass die das nicht verstehen. Oder dass die dann eben so Zeug sagen wie vor dem Sagen aus der Kille, brauchst doch kein Gummi. Ja, die haben es einfach nicht anders gelernt. Und wenn man bei denen eine blöde Krankheit hat, dann hat man sie gehabt. Man hat aber eben auch nicht mit 100 anderen Bums, sondern man hat vielleicht im Dorf verteilt. Und der Schwester. Das habe ich jetzt nicht. Nein, aber das sind die Zeiten. Das sind einfach andere Zeiten. Das waren einfach andere Sachen. Ja. Ist mir jetzt Ich weiss auch nicht, wie ich jetzt wieder aufgeschweift bin. Auf die Schwester. Auf die Schwester, ja. Ja, aber das verbinde ich einfach mit dieser Zeit irgendwie. Wenn das wahrscheinlich auch falsch ist. Ja, höchstens mal Cousine. Ja, das Cousine, das ist ja...
Ich weiss ja nicht, das finde ich das ist etwas vom komischsten und perversesten, so dass bei den Pornos ist ja immer Stiefmutter und Cousine und so. Stiefschwester. Oder genau, Stiefschwester. Und da frage ich mich wirklich so, ist das der Reiz? Oh my God, Step Bro! So, weißt du, so, wenn jemand Milf ist ja super, wenn jemand das ist ja gleich, aber so der Ansatz, dass es deine Schwiegermami, ich kann einfach nicht, ich kann ja als Schwiegermami, du hast als Schwiegermami, das ist komisch. Also wieso? Sehr komisch, ja. Ist ja eh nicht, also ja, keine Ahnung, habe Das ich können, nie wir verstanden. das können wir nach der Podcast-Folge noch ein bisschen neuer im Detail besprechen. Das habe ich nie Aber verstanden. was mir vorne noch in den Sinn kam, ist, auf Nickelodeon. Auf Nickelodeon gibt es eine neue Serie, und zwar Transformers. Also Transformers so... Als Serie, also gezeichnet? Es ist so schlecht 3D animiert. Ah, okay. Also Findet Nemo vor 15 Jahren 10-mal besser animiert gewesen. Ui. Aber das ist halt auch ein bisschen der Art-Style. Ja. Dort einfach. Und dort, die Serie, die ist jetzt unglaublich stark kritisiert worden, weil ein Transformer ist irgendwie frisch in dieser Serie auftaucht. Und danach ist ein schwarzes Mädchen dort, ist irgendwie der Protagonist. Und die finden den neuen Transformer. Und nachher, hey, wie ist dein Name und wer bist du und so. Und nachher sagt der Roboter, ja, ich bin der und der, aber ich fühle mich nicht wie eine Frau. Ich fühle mich dem. Sprich mich mit dem, mit diesen Pronomen an. Und auch auf TikTok gibt es jetzt im Moment so geile Videos, weil der Optimus Prime von der richtigen Film, der ist ja ein richtiger Motherfucker. Ja. Und wo er amigs so die Decepticons zerstört, gibt es jetzt ganz geile Zusammenschnitte. Ja. Lustig. Ja, das ist halt auch einfach wirklich das in die Kinderserie reindringseln. Klar, man will es normalisieren, aber... Für mich gehört das nicht zum Pflichtfach von einem 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen. Nein, also weißt, ich finde es ja gut, wenn man das unterschwellig drin hat. Also ich finde es auch super, dass man irgendwie eine Durchmischung amix hat. Aber man soll nicht erzwingen. Man soll immer noch Kunst machen. Und wenn die Durchmischung in die Kunst reinpasst, ist gut. Und wenn es nicht reinpasst, dann passt es nicht. Aber ein Transformers machen, wo jetzt das macht, dann fühlt sich so ein bisschen an den Haar herbeizogen. Oh, weißt, so. Ja, und es wäre ja am Ende des Tages wäre es immer noch ein Roboter, also Ja. ein paar Blech. Gut, sie sind ja schon, wie sagt man dem, menschlich also gemacht. Also in Serien hast du ja oft, dass Roboter oder Gegenstände oder so sind wie Menschen. Das wird dann auch komisch, weil wir die oft auch sexualisieren und so. Eben, dann kannst du dich irgendwann dann fragen, wo ist jetzt da der Sinn? Dass überhaupt Transformers ein Geschlecht muss im Vordergrund stehen, finde ich einfach völlig nicht passend. Für mich sind es einfach Roboter, ja. Transformers halt. Und dass der Mustang keine Frau ist, sondern ein Typ, finde ich jetzt nicht irgendwie mega asozial. Also, nein, weiß nicht. Ja, aber du, sollen jetzt machen, wie es wollen. Dann müssen wir ein Anime schauen. Dann ist alles noch normal. Voll, auf das freue ich mich morgen extrem. Weil das ist für alle Kenner, das ist von den gleichen Macher wie Kimi no Na wa, Your Name, schon ein unglaublich geiler Film gewesen. Der ist, ich glaube 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der rausgekommen. Und den habe ich mit meinem Bruder oder Jan oder Japani Manga Night in Davos habe ich den gesehen. Hure geil gewesen. Und dort, ich muss sagen, ich bin sonst so bei Filmen bin ich nicht so emotional, aber der hat mich hure abgeholt. Krass. Hure abgeholt. Ja, Animes haben das eben schon im Griff. Also ich bin auch mega gespannt. Das erste Mal für mich ein Anime auf einer grossen Leinwand schauen mit Leuten zusammen. So. Aber ich bin wirklich gespannt, auch was für Leute das dort sind und so. Sicher gemütliche Community. Voll. Fühlt man sich wohl. Kann man ein Nerd-T-Shirt anlegen. Ja, kann ich auch mein Pokémon-Zeugs irgendwie... Gut, ich habe jetzt schon Pokémon-Socken. Ja, und das T-Shirt auch. Von Anime. Prinzessin Mononoke habe ich gerade auch so. Voll. Sehr stabil. Voll. Ja. Stabil. Ich habe noch etwas gehabt, Mhm. und ich wollte vorlesen.
Haben wir ja Nochmal letzte Geschichte nicht. von Familie Bachmann und Kümi. Nein. Die Mafia-Stories, die lassen wir raus. Nein, und zwar, ich habe gestern, oder wir haben uns unterhalten über die Menschheit und was für eine Spezies das wir sind. Und dann habe ich eingegeben auf Google, wie lange es den Mensch schon gibt. Und dann bin ich auf die Namen gestoßen. Wir kennen ja alle den Homo erectus, so zum Beispiel, oder Homo sapiens. Und jetzt, wie lange gibt es Menschen? Und es ist so geil, was die da schreiben. Ich lese es einfach mal vor, weil die Namen. Die ältesten Vertreter der Gattung Homo waren Homo rudolfensis. Von Rudolf gsi. Der Homo rudolfensis vor 2,5 bis 1,9 Millionen Jahren. Das ist aber eben der Rudolfensis. Dann nachher und der Homo habilis. Der Homo habilis ist auch zu dieser Zeit, aber ein bisschen verschoben, vor 1,2 bis 1,5 Millionen Jahren. Also ein bisschen später angefangen, aber ein bisschen länger survived. Und dann ist der Homo erectus gekommen, vor rund 2 Millionen Jahren. Und dann ist es hure lang gegangen und erst vor 700'000 bis vor 300'000 Jahren hat der Homo heidelbergensis. Der Homo heidelbergensis hat, glaube ich, und das ist unser direkter Vorfahre. Also der Homo. Und wir sind eben dann der Homo sapiens. Ja. Okay. Also Homo Aber erectus ist irgendwo ganz vorne und irgendwie zwischendrin, aber die anderen habe ich nie gehört. Aber heisst es nicht irgendwie, dass wir alle ein bisschen Neandertaler-Blut oder Gen haben? Steht das da auch drin? Also Neandertaler war ja ein anderes Ding. Ein andere, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil eben so die Entwicklungs- oder Evolutionstheorie des Menschen, das ist eigentlich schon noch spannend. Ich glaube, der Neandertaler ist der Homo heidelbergensis. Schon? Ich bin mir nicht sicher, weil da sind die. Wann hat der Neandertaler gelebt? Weiß nicht. Weiß es auch nicht. Aha, schau mal. Der aus dem Homo erectus hervorgehende Homo heidelbergis ist der Vorfahre vom Homo neanderthalensis. Müssen die überall ein Is anhängen? Keine Ahnung, ja. Lebt vor mindestens 130 bis 40'000 Jahren. Der Homo, also der Neandertaler ist relativ nah bei uns. Und nachher ist er ausgestorben. Und dann hat es noch einen, der Homo densiova. Digga, was haben wir alles für verschiedene Gattungen? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, es hat eine gegeben. Und dann, also irgendwie so der Affe, dann die anderen und dann wir. Aber nein, irgendwie 100. Es ist schon noch spannend. Eben gestern habe ich auch auf das Thema gerade per Zufall ein Video gesehen, weil eigentlich genau bei Bali, so an diesem Fleck von der Welt, ist so ein Stadt Bali. Ja, nicht die Stadt Bali, die Insel Bali. Eigentlich dort geht wie so eine unsichtbare Linie durch, wo zum Beispiel Lombok und Bali haben ganz verschiedene Tiere. Das habe ich bis gestern anscheinend auch nicht gewusst. Und das hängt mit dem Fakt zusammen, dass vor x Millionen Jahren gewisse Teile von Indonesien quasi wie so mit China, dort oben mit Asien, ja. Genau, und andere Teile sind eher mit Australien verbunden gewesen. Und wie heisst der Urkontinent? Pangea. Pangea, genau. Ja. Pangea. Ja. Das ist ja alles, also doch, das ist ja alles mal zusammen irgendwie. Das hat sich alles so verteilt. Das ist schon noch krass. Und eben, weil sich dort so einzelne Landteile abgespalten haben oder zu dem Zeitpunkt hat es ja irgendwie Eiszeit noch gehabt und dann ist das Eis geschmolzen und dann hat es alles überflutet und so. Es sind einfach Inseln abgeschottet worden und auf diesen Inseln hat es einfach eine ganz eigenständige Evolution gegeben, wo sich Tiere oder neue Gegebenheiten angepasst haben. Das ist schon noch interessant. Ja. Wieso ein Land in dem Sinne mit den gleichen Tieren sich teilt und dann haben es verschiedene Gegebenheiten, haben sich anders entwickelt.
Das ist schon interessant. Ich meinte mal gehört zu haben, das war glaube ich sogar in der Schule, man hat sich lange einfach gefragt, warum gibt es gleiche Pflanzen in Afrika und in Südamerika. Ja. Und da hat man irgendwie, sobald man mal gecheckt hat, wie die Küsten ungefähr so aussehen, und dann hat man Puzzle gespielt und dann, das könnte zusammenpassen. Ja. Also, ich weiss nicht, wie sie das herausgefunden haben, aber... Also so... Ja, weißt, sie passen ja in dem Sinne nicht richtig zusammen. Es ist ja, ich weiss nicht, ich habe mal so eine Animation gesehen, wo es von Pangea rausgedingselt hat. Und es geht ja vieles geht auch unter, vieles kommt auch führen. Also es ist nicht in dem Sinne so wie du hast Pangea, dann kannst du das auseinandernehmen und kannst unsere Welt zusammensetzen. Das geht nicht. Es geht, ja, ist schon ein bisschen anders. Es verändert sich Ja, ja. Sachen. Also der Meeresspiegel hat sich halt verändert. Der wird sich jetzt auch wieder verändern. Ja. Aber es hat doch mal vor 5 Jahren schon geheißen, in 2 Jahren gibt es Venedig nicht mehr. Gibt Venedig immer noch. Ja, also ich glaube, in Holland ist ja irgendwie, ich glaube, die durchschnittliche Höhe vom Land, also Meter über Meer, ist unter dem Meer. Ja, genau, ja. Also, ja. Und dort haben sie jetzt auch ganz ausgeklügelte Schleusen und Dämme und keine Ahnung was gemacht, um einfach vor der Küste das Wasser irgendwie runterzubringen. Keine Ahnung, wie das geht, Also aber... Willst du mir sagen, nicht den Meeresspiegel Ja, Das glaube ich nicht. sonst wäre... Ja, also ich das glaube ich jetzt einfach nicht. Weil Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Meeresspiegel kann mit... das kann Also- ich mir nicht vorstellen. Das widerspricht all meinen Wissen über Physik Ja. und Sachen. Das Meer ist ja so gross. Es geht darum, eben mit Schleusen quasi das Meer wie so abkoppeln und gewisse Teile vom Meer, den Meeresspiegel zu kontrollieren. Weißt du, wie so, du hast 2 Brünneli Es gibt nebeneinander. ja, weißt, also von jedes Meer hat einen Spiegel und der bleibt immer gleich hoch. Du kannst nicht an einer Ecke vom Meer, du kannst nicht im Wasserglas an einer Seite einen tiefen Spiegel haben und auf der anderen Seite einen höheren. Der Meeresspiegel ist ja immer gleich. Das ist ja, wenn du Flüssigkeit in ein Loch leerst, dann ist sie immer auf dem gleichen. Dann musst du die ganze Flüssigkeit kontrollieren. Also dann müsste sich der Spiegel überall, wo das Meer grenzt, gesenkt haben. Also nicht auf der ganzen Welt, einfach Ja, vor einfach Holland, vor dem- ja. Ja, einfach alles, Vor was... gewissen Bereichen, wo, ja. Aber wir können es nachher müssen wir schnell gerne anschauen. Aber also ich denke, die haben ihre Flüsse und so haben es kontrolliert. Aber dass sie das Meer kontrolliert haben, das ist ja hure krass. Dann müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen, wenn man das Meer einfach kontrollieren ja, eigentlich schon. kann. Ja, Also ich glaube, also die einfachste Möglichkeit, um gegen Stürme und so am Meer zu wirken, sind so langgezogene, einfach so hohe Steine, die ins Meer rausbaust, die dann die Wellen brechen. ja genau. Ja, so, dass du dann hinten dran quasi wie ruhiges Wasser hast. Aber nachher den Meeresspiegel so kontrollieren kannst du mit Schleusen. Du tust eine Art wie eine Mauer ins Meer rausbauen. Aha, du und dann- baust einen Hafen, blöd gesagt, und Zum im Beispiel. Hafen kannst du es dann kontrollieren. Zum Aber du kannst Beispiel. nicht den Meeresspiegel kontrollieren. Es gibt auch ein Projekt, das habe ich also es ist so in diesen Projekten, wo so die Welt Future, könnte verändern, ja. so mit Pyramidenbau und so, so in dieser Kategorie. Und es gibt irgendwo einen Ort, das ist bei Dänemark oder so irgendjemand. Und dort ist eigentlich so was ist das? Ein Nordmeer? Ostmeer? Keine Ahnung. Irgendwie, dort gibt es einfach so ein wie sagt man dem? Wie im Zürichsee, so die nächsten Stellen und dort fährt die Fähre. Und dort möchten Engstellen. ja, so einfach der nächste Punkt. Und dort möchten sie auch einen 50-100 Kilometer langen Damm bauen, wo dann das ganze Nordmeer eigentlich vom Atlantik abtrennt. Ja. Damit man eben genau die Ja, eben, weil man Küstendings eben- kann ja, ja. machen kann. Ja. Und einfach in einer viel kleineren Dimension gibt es das schon in gewissen Städten oder Häfen. Eben, ja, Und in so Häfen macht's für mich kontrolliert- Sinn. Ich habe zuerst verstanden, dass sie das Ganze, den Meeresspiegel, gesenkt haben. Aber sie haben in dem Sinne nicht den Meeresspiegel gesenkt, sondern sie haben vor
der Städte einen Schranken gebaut und das, was reinkommt oder ans Land ankommt, sie dingseln, kontrollieren. Es ist immer noch mehr. Theoretisch. Ja, aber das ist ja logisch, dass das funktioniert. Also das wäre das Erste, wo ich sage, hey, ihr habt Angst vor Überschwemmungen, baut dem an. Das wäre das erste Neuliegende. Aber ich sage jetzt mal so, dann ist es eine ganz komische Diskussion vor, oder überhaupt, wenn man überhaupt noch über Hochwasser redet, wenn man es ja so einfach lösen kann. Es ist halt nicht überall so einfach. Ja, das kann man sich schon vorstellen. Darum eben, krass. Ja, aber du mal schauen, wie es weitergeht. Aber es ist... Und in Venedig haben sie das sicher nicht gemacht. Ich weiss jetzt nicht. Also als ich in Venedig war, habe ich nichts gesehen, was das Meer blockiert. Du siehst frei über das ganze Meer raus. Ja. Ich weiss jetzt einfach, dass so Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in der Stadt dürfen ankern. Das kann sein. Weil irgendwie wegen der Touristen und zu viel Dreck und irgendwie so. Das weiss ich aber noch. Das war hure eindrücklich gewesen, wenn du in dieser Stadt bist und dann fährt durch die Stadt ein Schiff, das so viel höher ist wie all die Häuser. Und das ist, wir haben dort, damals das ist irgendwie eines der grössten Kreuzfahrtschiffe und sind alle angestanden zum Schauen. Weißt? Das ist eine Ankündigung, du kannst zuschauen, wie das durch Venedig fährt. Und das ist schon hure eindrücklich. Es ist wie eine kleine Stadt, die durch eine Stadt fährt. Das ist hure geil. Das ist hure krass, ja. Ja, aber die Reederei von diesen also die grösste Reederei von diesen Kreuzfahrtschiffen, das ist ja MSC. Die hat in der Schweiz ihren Sitz. Ja. Also die Schweiz ist, glaube ich, das Land mit den meisten Schiffen auf dem Meer. Lustig. Also rein so besitztechnisch und so. Ist eigentlich noch recht interessant. Das ist schon krass. Wir sind schon einfach eine Mafia da. Irgendwie haben wir es geschafft, dass die Verteilung einfach so unfair zu unseren Gunsten läuft. Ja. Hure krass. Das ist halt schon ein Grund, warum das uns so gut geht. Ja. Die Kreuzfahrtschiffe, die fahren ja nicht unter Schweizer Flaggen. Nein. Sondern irgendwie Panama oder so, wo es keine Arbeitszeiten auf dem Schiff gibt und Sozialleistungen kennt man dort gar nicht. Ja, also kennt man auch in den anderen Schiffsunternehmen nicht. Oder auch sonst, wenn du so Bedienung oder so schaffst, dann kennst du keine Pause. Das gibt es nicht. Ja, also wenn du Stress hast. Das ist leider so. Ja, aber krass, Alter. Hure heftig. Muss ich unbedingt mal schauen, wie sie das machen mit dem Meer. Das interessiert mich. Das ist wirklich spannend, ja. Heftig. Es ist wieder verrückt, Alter. Ich bin noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich bin schon auf grossen Fähren, wo es auch keine Hütte gab. Also wo du schon auch hättest können, pennen und so. Aber auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich habe schon gesehen vor mir, aber das ist schon eindrücklich, finde ich. Es hat irgendein Kollege von meinem Papi hat mir früher mal gesagt, Nils, wenn du mal heiratest, Flitterwoche mach auf dem Kreuzfahrtschiff. Weil wenn die Frau nachher verleidet, kannst du sie an Bord rühren. Oh mein Gott. Oh Mann. Das sind die Räte, Alter. Ja, das sind die Räte vom 50-jährigen Ding mit dem Bier in der Hand und dem riesen Bierbauch. Und die Frau nebendran. Grind am Schieben. Oh Mann. Ja, aber hure interessant. Haben wir wieder etwas gelernt? Haben wir etwas gelernt. Ich glaube, mit diesen Gedanken... Die Holländer können nicht nur kiffen, sondern sie können den Meeresspiegel senken. Mit diesen schönen Vorstellungen von dem schönen Meer und Sonnenuntergang und so. Jetzt müssen sie gar nicht mehr fliegen mit ihren Booten, die Holländer. Meinst du jetzt SpongeBob, fliegender Holländer? Ist das nur SpongeBob? Ich weiß nicht. Ich habe gemeint, fliegender Holländer ist einfach sonst ein Ding. Ist auch sonst? Ist sonst so ein ich kenne den nur von SpongeBob hat einfach aufgegriffen. Ja, aber ich glaube, das liegt nicht am fliegenden Holländer. Ja. Ja, gut. Voll, ja. Aber mit diesen schönen Dings. Oder hast du noch etwas? Nein, hast du noch etwas? Nein, passt. Ja, tipptopp. Dann segeln wir Richtung Sonnenuntergang. Willst du noch eine Frage für nächste Woche? Aha. Ja, natürlich. Dass wir wieder mit einem Cliffhanger, oder? Also ja, nein, dass wir vor allem nächste Woche wieder etwas haben, wo wir darüber reden. Ja, das haben wir einen weg. Ja, das stimmt. Oder wo ich mir blöd gesagt jetzt schon Gedanken dazu machen. Okay. Dann beantworten wir nächste Woche in der nächsten Folge.
wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Oh, geil. Stella sitzt in Rio, Stella liegt in Tokio. Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar, Chris, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort?